Ein guter Rutsch ins neue Jahr. In der Schweiz, also das ist etwas, das nicht so übersetzen in viele andere Sprachen, weil wir Schweizer oder auch die Deutschen, wir rutschen ins neue Jahr. Also so von einem Jahr ins andere. Das ist sehr sehr rassige Sache, ja. Das geht schnell und wir hoffen, dass wir nicht zwischen dem neuen und dem alten Jahr zwischendurchfallen, sehr wahrscheinlich, oder so. Es ist wie, vielleicht kannst du dir das vorstellen, wie über eine Schanze springen ins nächste Jahr. Also, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, einen guten Start im neuen Jahr. Hallo Olivia. Hallo Jörg. Also, heute Abend ist Silvester, also heute ist Silvester und am Silvester feiern wir meistens zusammen, vielleicht heute ein bisschen im kleineren Rahmen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünschen wir uns um Mitternacht, ja. Oder auch schon, wenn du Leute siehst, die du nicht mehr wirst treffen bis im neuen Jahr, dann kannst du auch schon sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oder ich wünsche dir ein gutes Neues. Ein gutes Neues. Also, ich hoffe, ihr habt heute Abend etwas Spezielles vor oder ihr habt vielleicht 1, 2 Gäste. Nicht so zu viel. Oder vielleicht könnt ihr jemanden treffen und anstoßen zusammen. Bing, anstoßen. Meistens, viele Leute trinken ja Champagner, aber es muss ja nicht unbedingt Champagner sein. Wenn es 12 Uhr schlägt um Mitternacht, stoßen wir zusammen an und wünschen einander ein glückliches neues Jahr oder ein gutes Neues. Ja? Also wir stoßen zusammen an. Auch wenn du am Tisch bist und es ein Gläschen Wein gibt, dann tut man meistens zusammen anstoßen, bevor man anfängt Wein zu trinken. Wenn man nur Tee trinken oder so, dann stößt man eigentlich nicht so an. Du trinkst jetzt am Abend Champagner, Olivia. Also Prost! Ich stoße mit dir an, imaginativ, auf ein gutes Neues. Ja. Ich habe auch Champagner gekauft für heute Abend, dass wir zusammen anstoßen können. Und Prost sagen und ein gutes neues Jahr wünschen. Vielleicht heute mit ein bisschen weniger Umarmungen als sonst, aber trotzdem gut gemeint. Also wir stoßen zusammen auf ein glückliches neues Jahr anstoßen. Oder du kannst so anstoßen auf die Liebe. Du kannst trinken auf die Liebe oder aufs neue Jahr. Du trinkst auch ein bisschen Wein. Genau, wenn wir Wein trinken, dann tut man auch anstoßen. Wenn du Gäste hast oder so und ein Gläschen Wein trinkst, und dann tut man meistens am Anfang, bevor man anfängt zu trinken, tut man anstoßen. Ja. Und dann fürs neue Jahr gibt es verschiedene Wünsche, zum Beispiel viel Glück und Erfolg. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg. Ja. Oder ich wünsche dir, dass dir deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja. Oder was kann man noch wünschen? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und Erfolg und viel Gesundheit und Liebe. Viel Gesundheit und Liebe, dass ihr Zeit habt und Sachen könnt unternehmen mit Freunden und Familie, dass ihr die Liebe könnt pflegen und dass ihr gesund bleibt und wenn ihr krank seid, wieder schnell gesund werdet. Viel Gesundheit und Liebe, dass ihr Energie habt zum Projekt anpacken. Du wünschst auch viel Gesundheit. Ja, vielleicht habt ihr ein grosses Projekt oder ein neues Projekt oder verschiedene Projekte für das nächste Jahr. Und ich wünsche euch viel Energie und Kraft und Kreativität für die neuen Projekte.
Oder viele schöne Abenteuer und gute Freunde. Vielleicht treffen ihr dieses Jahr neue Leute. Vielleicht entstehen neue Freundschaften. Ja. Das nächste Jahr machen wir mehr Übungen. Mehr Schweizerdeutsch-Übungen, meinst du? Oder vielleicht tun wir das nächste Jahr mehr Sport machen. Ja, so Übungen, zum Beispiel Dehnübungen oder Ausdauerübungen oder Kraftübungen, dass wir fit bleiben. Ja, genau. Du meinst Sport. Also wir machen mehr Übungen, vielleicht jeden Tag 10 Minuten mindestens und dann noch zwischendurch ein bisschen mehr Sport. Ja, es ist schon gut, wenn man jeden Tag ein bisschen macht. Und dann kann man immer noch ein bisschen mehr machen. Velotouren, schöne Velotouren. Du machst jeden Tag 20 Minuten Sport. Das ist super. Ja. Ich wünsche euch auch viel Spass am Schweizerdeutsch lernen, also viel Plausch. Habt den Plausch am Schweizerdeutsch lernen. Ich denke, wenn das lustig ist und Spass macht, dann nachher ist es einfacher zum Lernen. Wenn du versuchst, wenn du mit den Schweizer redest, wenn du manchmal vielleicht einen Witz daraus machst oder so, nicht Angst hast, Fehler zu machen, dann nachher vielleicht gibt es lustige Situationen auch. Also ich wünsche dir den Plausch am Schweizerdeutsch lernen. Also in der Schweiz kann man sagen, anstatt Spass kann man sagen, ich wünsche dir den Plausch oder wir haben den Plausch gehabt. Ja. Oder habt den Plausch. Habt Spass. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Habt ihr Neujahrsvorsätze? Habt ihr euch schon überlegt, was ihr das nächste Jahr möchtet ändern? Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, so richtig so einen Vorsatz festzulegen und ausformulieren. Ich habe schon einige Ideen, aber vielleicht habe ich heute Abend ein bisschen Zeit, das näher zu formulieren und konkreter zu machen. Olivia, du kannst sagen, ich habe den Plausch. Nicht nur ich habe Plausch, sondern ich habe den Plausch. Ja. Dein Vorsatz ist, dass du nicht rauchen willst. Also, du hast dir vorgenommen, das Rauchen aufzugeben. Also, ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg mit deinem Vorsatz, dass du das kannst durchführen kannst. Ja, dass du kannst stark bleiben und Nein sagen, wenn du Lust hast zum Rauchen. Ja. Hallo Apostolis. Wir kommen schon langsam zum Ende von unserem Livestream. Vielleicht kannst du nachher noch einmal den anschauen, Apostolis. Der ist dann auf YouTube. Ich wünsche euch allen alles Gute im neuen Jahr. Eben viel Erfolg, viel Glück, viel Gesundheit, viel Freunde, viel Abenteuer, Freude am Leben und Spass oder den Plausch am Schweizerdeutsch lernen. Ich danke all denen, die mich das letzte Jahr immer unterstützt haben, die mir einen Kaffee gekauft haben oder die sich eingeschrieben haben für das zusätzliche Video. Danke euch allen und euch auch ein besonders gutes neues Jahr. Denkt daran, dass ihr könnt euch anmelden und News bekommen von mir, wenn ihr bei meinem Kanal mitmacht. Also ihr könnt subscribe und dann unten findet ihr auch noch einen näheren Link, wenn ihr mehr Informationen braucht über Schweizerdeutschkurs oder so oder was es sonst noch gibt. Also, ich wünsche euch eben noch einmal ein ganz gutes Neues, einen guten Start ins neue Jahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Haus- und Beinbruch, also kommen gut an. Das ist ein guter Wunsch. Haus- und Beinbruch.
Und ich hoffe, wir sehen uns und treffen uns wieder im neuen Jahr mit neuem Elan und neuen Ideen. Oh, hallo Yolanda. Bist du eine Namensvetterin? Hast du den gleichen Namen wie ich? Genau, einen guten Rutsch und alles Gute. Ja, okay. Macht's gut. Tschüss zusammen.